Hallo zusammen, ich bin der Zuckerhund und ich lese euch heute etwas aus meinen Büchern vor. Das erste Geschichtli heisst «Spinneli und ich». Spinneli und ich. In meinem Schlafzimmer wohnt ein kleines Spinneli. Spinneli und ich sind tighty Homies und voll okay miteinander. Ich mache meinen Scheiß, Spinneli macht seinen Scheiß. Win-win, High 8, Spinneli. Bis gestern Spinneli entscheidet, Camping über meinem Kopfteil vom Bett zu machen. Ich sage, du los Spinneli, das ist MySpace. Aber Spinneli reagiert nicht. Okay, ich habe mir renitenten Spinneli den Mietvertrag gekündigt und so Glas und Papier geholt. Guten alten Glas an die Wand, Papier drunter schieben, Trick. Spinneli gar nicht happy. Aber Spinneli selber geschuld. Anyway, habe ich ein Spinneli aus dem Fenster transportiert und dann das Glas abgewaschen, was irrational ist, weil es wahrscheinlich noch total sauber ist, aber man weiß ja nie, vielleicht hat sich das Spinneli ins Spinnenhösli gemacht vor Angst und es ist ein bisschen Spinnenbissi daneben. Und jetzt konnte ich Spinnenhösli und Spinnenbissi sagen und das war der Hauptgrund für das ganze Geschichtli. Das nächste Geschichtli heisst Filto. Filto heisst auf Thurgauer Deutsch Filter. Filto. Es braucht das Hallenbadpflästerli, treibt im Hallenbad Wasser. Das Hallenbadpflästerli fühlt sich missverstanden. Alle, die das Hallenbadpflästerli aus Versehen berühren, schreien entsetzt auf. In Horror und Ekel machen sie einen Unterwasser-Judery-Breakdance, um möglichst schnell vom blutigen Pflästerli wegzukommen. Dabei sucht das Hallenbadpflästerli nur Nähe. Sein Vorbesitzer hat das Hallenbadpflästerli nämlich achtlos fortgerührt, obwohl es einen riesigen Beitrag zu seiner Wundheilung geleistet hat. Aufgeweicht, traurig und ziellos treibt das Hallenbadpflästerli im blauen Mondlicht auf dem stillen Wasser vom geschlossenen Hallenbad und denkt über das Pflästerli-Leben nach, über die Vergänglichkeit von Nützlichkeit. Ob das jetzt schon alles war, fühlt sich benutzt und weggerührt. Plötzlich berührt etwas das Hallenbadpflästerli von hinten und es schreckt auf. «Wer bist du?» sagt das Hallenbadpflästerli mit höherem Puls. «Hoi, ich bin Camilla, ich bin ein Tampon vom Thurgau.» «Ah, I see, Roger Pflästerli, freut mich.» «Freut mich ebenfalls, hoi Roger.» «Ja und, was treibt dich so da hin?» «Ja, wo soll ich anfangen? Also zuerst habe ich in einer Karton-WG gewohnt, mit 11 anderen Tampons. Dann sind immer mehr von uns verschwunden und nie mehr zurückgekommen. Vorgestern hat es dann auch mich verwünscht. Plötzlich war alles stockdunkel und feucht. Und dann hatte ich, glaube ich, eine zweite Wassergeburt gehabt. Und ja, da bin ich jetzt und verstecke mich vor dem Badmeister, auftunsen und ein bisschen allein, ehrlich gesagt. Verdammt, das ist ja schrecklich. Das tut mir sehr leid für dich, Camilla. Ja, danke, ja, und du so? Du, ja, mir geht es ähnlich. Auch Karton-WG, ziemlich lang eigentlich, 2 Jahre Easy Life gehabt, mit meinen Pflästerli-Homies. Vor 3 Tagen hat mich dann ein schreiender Mensch rausgeholt und um den Finger gewickelt. Ui, also wörtlich. Rückblickend muss ich sagen, sowohl sprichwörtlich wie auch beziehungstechnisch. Das ist traurig. Ja, schon. Aber weisst, Mensch happens, sage ich immer. Sie lacht so, Camilla. Gemeinsam treiben sie schweigend im Wasser und schauen aus dem grossen Hallenbadfenster in den Sternenhimmel. Ich wünsche mir manchmal auch, dass ich eine von diesen Sternen wäre, flüstert Camilla. Ja, sie schillern so still und friedlich vor sich hin, weit weg von dieser komischen Welt. Hast du gewusst, dass die wahrscheinlich alle schon tot sind? Das Licht braucht einfach mega lang, um da zu reisen. Ja super, du bist mir ein Romantiker. Roger, hast du auch schon gehört vom Filto? Filto? Ja, vom Filter. Ah, Filter. Ah, sorry, ich bin ein Zürich-Pflästerli. Sorry, sie lacht so. Warum? Was ist der Filter? Der Hallenbadfilter links vom Sprungbrett. Marianne hat mir von ihm erzählt. Sie hat gesagt, dort höre ich alles auf. Der Schmerz, die Einsamkeit. Dort können alle irgendwas nennen. Marianne?
Ja, war ein Always-Binder. Sie ist gestern in den Filter gegangen. Sie. Der tönt aber gut, der Filter. Eigentlich alles besser als Salebad. Hast du denn auch schon überlegt, in den Filter zu gehen? Täglich. Und? Ich glaube, ich will auch in den Filter gehen. Ich mag ihn einfach nicht mehr. Ich sehe den Sinn vom Ganzen hier einfach nicht. Das geht mir ehrlich gesagt genauso, Camilla. Ich habe aber ein bisschen Schiss zum Gehen. Ja, der Gedanke macht mir schon ein bisschen Angst. Wirst du denn mit mir in den Filter kommen, Roger? Boah, das kommt jetzt ein bisschen... Und jetzt ein bisschen plötzlich, aber wenn ich es recht überlege, ich glaube, ich würde. Schlimmer als das kann es ehrlich gesagt nicht sein. Ja, und gemeinsam ist es vielleicht einfacher. Definitiv. Dann gehen wir. Fuck it, ja, gehen wir im Filter. Oh, danke, Roger, ich bin so froh, dass du da bist. Ich hätte mich wahrscheinlich allein nie überwunden. Ich bin auch sehr froh, Camilla. Also dann, gib mir die Schnürli, nimm meine Hand. Auf geht's ins Filterland. Mein nächstes Geschichtli ist eigentlich kein Geschichtli, sondern ein Verhaltensvorschlag. Und heisst Kablambi. 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 Oft trifft man auf der Straße Leute, die man eigentlich noch easy findet, aber man hat vielleicht einfach gerade keine Lust zum Miteinander reden. Es müsste darum ein Codewort geben für «Ich habe nur gerade keine Lust zum Smalltalken, aber ich finde dich nicht per se unsympathisch. Gerne ein anderes Mal. Okay? Danke.» So, und der Vorschlag für das Codewort ist Kablambi. Beispiel. Es ist Feierabend im Migros. Eine alte Schulkollegin kommt unerwartet hinter einem Regal führen. Jetzt Szenario A, wie es immer ist, ohne Kablambi. Ich so, hey, Barbara. Genau, ich weiss doch, Barbara. Hey, sag, wie geht's dir? Hey. Gut, danke, und dir? Hey, auch gut. Bist du auch nicht mehr in der Säck? Nein, ich bin 32. Ja, okay, klar, ich Löli. Ja, und? Was schaffst du so? Kreditsachbearbeiterin. Ah, easy, so Zahlen, hä? Ja, viel Zahlen. Ja, okidoki, cool, ey. Du, gell, das hat mich sehr gefreut und sagst am Brütsch mal einen Gruß an Martin. Marco, ja, er ist gestorben bei einem Unfall. Fuck. Das tut mir jetzt mega leid. Schon gut. Ja, also hey, das Warenkörbchen fühlt sich ja nicht von selber, gell? Dann mach's gut und tschüssi, mach's gut. Ja, du auch, ciao. Szenario gsi, ohne Kablambi. Jetzt Szenario B, mit dem Codewort Kablambi. Du triffst Barbara, kommt hinter dem Gestell hinführen. Du sagst nur Kablambi. Beide nicken. Niemand ist beleidigt, beide weiter posten. Bananenwege auf die Nummer 1. Auf die Waage. Kablambi. Danke vielmals, ich bin der Zuckerhund und einen schönen zusammen. Der Raffi, alias a.k.a. der legendäre Zuckerhund, Z-U-K-K-I Hund. So gut.